Bëcher die hunn awer nach e ganz anderen interessanten Affloss op eis Liwen. Se wieke wie en gros natierlech Klimaanläch. Ich mein, dat kennt Di drehen. Am Summer du kannet an de Stiert Dir schon mal richtig Steck wärm gehen. Am Bëch as da war gleichzeitig ëmmer schei kill. An dat leit net just umschiert. Mir och dorunner, dass Beem ganz viel Wasser aus dem Boden opholen an et iwwer Blierderem ofgin. Dobei verdunst Wasser an dat killt Luft rondem of. Wasser hält sich die Energie aus der Luft. Wir können es verdunzen und das killt dann auf. Das kann ich ausprobieren, wenn ihr sich über die Hand legt und drauf bläst. Dann ist das schön kill. Wasser verdammt und es ist eben kill. Ich bin froh, wie kriegen Beam das Wasser von ganz da unten ganz herab. Okay. Kann zuckeln. Es sind hier über 10 Meter und soll da probieren, wie Blätter, dass ich das Wasser herabgezuckelt kriege. Alle, go! Du musst auf 1 Meter reicht. Ja, vielleicht leid drunter das Wasser war. Da probier Lomol. Das Leid von der Idee, ich meine nicht, dass das irgendwie besser geht. Also die Blätter hier, die sucklen entweder mega stark oder so in irgendeinen anderen Trick. Mit dem soll hier noch nicht mal erklären. Joseph, was habe ich falsch gemacht? Das liegt nicht an dir. Das ist ein bekanntes physikalisches Phänomen, dass das Wasser nicht mehr wie 10 Meter suckeln kann. Ich bin sogar für drun mit Wasser gefüllten Schlauch abgefahren, den eine Seite komplett zu war. Und sogar da war bei die 9 Meter Schluss. Und da ist nicht mehr weiter abgegangen. Ja, oben drüber hat sich ein komplettes Weitgebild. Und Beam, die bringen das einfach fertig. Wie viel Watt eigentlich die 10 Meter? Das hat sich schon am Atmosphärendruck. Den hast du hier an der Luft, an den hast du ungefähr 1 Bar. An den direkt auf Flüssigkeit. Aber wenn du ganz stark am Strahlem saugst, dann sind wir hier auf 0 Bar. Okay? Und dann hast du also den Luftdruck, den direkt das Wasser am Typ nach oben. Aber Wasser am Typ, das möchte aber auch einen Gegendruck. Aber bei 10 Meter, du hast den Gegendruck auch Bar. Und dann hast du den am Equiliber. Und dann ist es ganz egal, wie stark dass du oben saugst, es kann nicht nach weiter abgehen. Aber was war denn mit den Blosen am Schlag? Ja, das ist ein anderes Problem, das entsteht, wenn einen starken Wied oder einen Innerdruck auf Wasser zieht. Guck mal, hier, was dann passiert. Du entstehen Blosen, das heißt, Wasser kocht dann bei Raumtemperatur an so Blosen am Baum ist gar nicht gut. Ja, aber bringen das Blätter von den Bäumen fertig, Wasser bis auf 15 Meter, teilweise sogar bis 100 Meter herabzuziehen. Wie das genau funktioniert, das ist immer noch nicht ganz am Detail verstanden. Aber die Forscher und Forscherinnen vom List, die probieren da herauszufinden und die werden noch schon optisch. Hol in der Plattheimat. Merci. Ciao. Hier sichern Forscherinnen und Forscher, wie Pflanzen auf die veränderten Bedingungen vom Klimawandel reagieren. Dafür ist es wichtig, die grundlegenden Mechanismen vom Wassertransport zu verstehen. Mit einem Lasermikroskop gucken wir uns als erstes die Innenseite von einem Blatt am Detail an. Ihr seht ein bisschen aus wie also Männer. Ja, also das Männ Stomata heißen sie, die atmen auch so wie Eismänn. Sie holen dann den CO2 an, für die Photosynthese zu machen, und dann lassen sie ein bisschen Wasser raus, das da verdampft. Und das verdampfte Wasser lässt der Platz und da wird neues Wasser nachgezogen. So, wie kommt Wasser da von innen aus den Wurzeln bis oben an die Spitze? Also mit Saugen, also mal nicht gegangen bei uns, kann das sein, dass das durch so den faszinanten Kapilläreffekt ist, den ihr so zum Beispiel am Kirschenpapaya gesagt. Geht es so bis an die Spitze gesaugt? Also die Kapillarkraft ist allerdings ein Teil davon, aber ich weise da auf einem Bild von einem Baum. Wasser geht dann durch das kleine Löcher herab. Aber die sind aber noch zu groß, für das Kapillareffekt den ganzen Weg herabgeht. Und dafür müssen die Blätter dann auch noch mehr saugen, dabei. Probier du mal hier und das im Schalimo zu saugen. Okay. Das geht nicht so gut, das lacht dran, ne?
Luft die Röcken, die verhindert, dass das Wasser ganz einfach rupfläst bei deinem Mund. Und dann das selbecht geschieht dann noch bei den Beam. Aber die haben aber wieder für das Luftblasen zu gerieren und das erforschen. Der Chalimo hat da E-Kanal, aber Bam, den hat er mehr. Und den hat auch Techniken, für die Luftblasen zu kontrollieren. Aha. Zum Beispiel, wenn Luft gegen rankommt, kann der Baum es an einem Gefäß fangen und dann das Wasser rundherum leiten, für das es aber bis nach oben hinkriegt. Dafür, wenn ihr Blumen gehen kaufen, kann Luft innen rankommen. Und dann schneiden das oft, für das Luft vor das. Und dann geht das Wasser nicht einfach ab. Für dat de Baum Wasser bis an d'Héicht krit, so de Forscher weiter, mussssen Kanäle vum Baum durchgehend mat Wasser gefüllt gehen. Da wäret méiglech et méi héich ze sucklen. Am Park probieren wir ein Experiment, wat Physiker nach bis vir kurzem fir onméiglech gehalen hunn. Wir füllen en 30 Meter langen Typ mat Wasser an henken dëssen an U-Form op, fir dat verdeicht alt blosene Uwen entwische können. Ohne bloßen dort töcht können Wasserdeler sich in der Nähe festhalten und das gesäit ihn zum Beispiel bei einer Drips. Das Kohäsionskräften sollen dabei helfen, für das Wasser wie Elastik durch einen langen Schlauch rob und noch nicht rauf zu ziehen. Für die Runde haben wir Wasser mit Luft angesaugt. Aber hier saugen wir Wasser mit Wasser und dafür benutzen wir das Prinzip von einem Siphon. Wir haben hier zwei Gefäße, die mit einem Schlauch verbunden sind, der mit Wasser gefüllt ist. Und das ist zum Beispiel eine Technik, die ihr benutzt, für ein Aquarium edel zu machen. Wenn ich eine Seite hier unheben, da fließt Wasser bergauf auf die andere Seite und das ist dem Wasser dann egal, ob dazwischen ein Hivel ist. Aber bei einem Hivel von 15 Meter Heicht kann das schon schief gehen. Und ich bin noch gar nicht sicher, ob es klappt, weil schon mit einem kleinen Luftblos hier an diesem Schlauch die Kind bewirken, dass das ganze System zusammenbricht, weil man hier ganz stark Minusdruck haben. Bei der BEMA ist es natürlich ein bisschen anders, du verdammt Wasser öfen. Und ich bin aber mal gespannt, ob unser System klappt. So, wie ist es? Sind wir bereit? Ja, wir sind so gut wie bereit. Ich wollte einfach just noch präzisieren, hier machen wir das Experiment nicht nur mit einfachem Wasser, mit das wieder gesehen blau Farbe dran und das auch Spüli dran gemacht. Okay. Und die Spüli ist eben Intensit, die man auch denken an die BEMAs, für die Blosen, die dann sich formieren können, klein zu halten, für das Wasser eben mehr einfach und mehr weit abfließen. Okay, cool. Dann lass mal raufkommen. Ja. Der gefüllte Schlauch wird umgedreht und dann an das Wasser gestacht. Dann heben wir just ein an Blut und hoffen, dass das Wasser über den Hivel fließt. Für Dicht bei 10 Meter. Lebt es? Ja, läuft. Okay, ich gehe hoch. Und dann bis auf über 14 Meter. Wie viele Meter sind wir? 14. Juhu! Hilke Max! Hey! Ja, los, ich Luft bloß ran, du werdet nicht mehr gehen. Mehr hat geklappt, 15 Meter, 100 Wasser abgepumpt gekriegt. Juhu!